Gleich darauf kommt die Entenmutter heim. Wo sie ihre Entenkinder so friedlich und still im Stroh sieht höckeln, freut sie sich und schnattert. Mondbär, das hast du prima gemacht. Und ich konnte alles erledigen. Jetzt gehen wir miteinander alle noch her. Her? Aber Entenmutter, es ist doch spät am Abend. Müssen die Entenkinder nicht schlafen? Heute ausnahmsweise nicht. Weisst, wir haben darum eine Überraschung für dich. Für mich? Die Entenmutter nickt und die Entenkinder hüpfen aus dem Stroh, watscheln zum Entenhaus aus, der Mutter und dem Mondbär voraus, geradwegs durch den Wald Richtung Bärenbaumhöhle. Nach einer Weile sagt der Mondbär ganz verwundert: «Also da in der Nähe wohne ich ja.» Genau. Und jetzt musst du die Augen zumachen und darfst sie erst wieder auftun, wenn ich es dir sage. Der Mondbär macht die Augen zu. Und es ist auch für ihn nicht einfach, mit zunigen Augen zu laufen. Aber ein paar Entenkinder heben ihn mit ihren Flügeln und die anderen passen gut auf, dass er nicht über eine Wurzel stürchelt oder in einen Baum hineinputscht. Wo sie vor der Bärenbaumhöhle ankommen, schnattert die Entenmutter. Kannst du schauen? Wo der Mondbär die Augen aufmacht, muss er nur noch staunen. Vor seiner Baumhöhle steht nämlich ein schön gedeckter Tisch mit farbigen Blumen verziert. Am Baum hängt ein Plakat und drauf steht: «Zum Geburtstag viel Glück.» Leuchtkäferli beleuchtet alles und um den Tisch herum sitzt der Specht, der Rab, der Dachs, der Has, das scheuche Vögeli und sogar der Jägerhüttenmann. Aber was die allergrösste Überraschung ist: zuoberst oben am Tisch sitzt noch jemand. Der kleine Bär kann es kaum glauben. Es ist der Mond. Seine Gespanne haben nicht nur an seinen Geburtstag gedacht. Nein, sie haben sogar seinen Freund, den Mond, eingeladen. Er ist da, obwohl es doch noch gar nicht Neumondnacht ist. Der Mondbär ist ganz aufgeregt und ruft: «Aber der Mond dürfte ja noch gar nicht runterkommen.» «Heute ist eine Ausnahme, weil du Geburtstag hast», erklärt der Jägerhüttenmann. «Und damit niemand merkt, dass der Mond nicht am Himmel oben ist, hat der Abendstern dort, wo der Mond scheinen würde, einfach eine dicke Wolke hergehängt. Macht dir also keine Sorgen, es merkt es niemand. So, und jetzt wollen wir deinen Geburtstag feiern.» Die Entenmutter stellt den selber gemachten Honigkuchen mit den Geburtstagskerzen drauf auf den Tisch. Die 13 kleinen Entenkinder stehen im Kreis, heben einander den Flügel und das Mutigste von ihnen schnattert: Weisst du noch, Mondbär, wir haben dir doch gesagt, dass wir für jemanden ein Tänzchen üben. Und der jemand, bist du.